Herr General, Herr Kommandant vom Centre Militaire, liebe Member von der Armee, die Damen und Herren, liebe Herr Witte. Wir sind natürlich besonders froh, dass ich repetiert gesehen habe, ob der Kirchenfeier, die Durchschussfeier von Juha, die zu hören. Ich ging so, von den geringen Trupp überhört, dass Kaki schlecht Zeichen sind. Noch fand ich recht für 2 Wochen meine neue Funktion als Verteidigungsminister überall wurden. So möchte ich mal viel Frieden. Ich hatte auch schon Gelegenheit, letzte Woche eine Sitzung zu machen mit Herrn Major, wo ich einen Überblick gekriegt habe über das, was damit durchstellt, was hier Aufgaben sind, was Herausforderungen sind in den nächsten Monaten und Jahren. Ich komme mich überzeugen, auf der Platz, dass wir nicht nur ganz engagiert Personal haben, eine ganz engagierte Equipe haben, zivil und militär. Und dafür verspreche ich nicht, dass ich die heutige Aufgabe, wie all meine anderen Aufgaben, mit dem nämlichen Engagement verbunden und für richtig da sind, für man nicht zusammen zu gucken, dass das alles für uns steht, dass man das gut hinkriegt. Ich habe eine ganze Reihe Ideen selber, neben denen die ich letzte Woche bewiesen gekriegt habe, und auch mit der Direktion von der Défense, respektive dem Ministère der Défense, ich habe die ganze Morgen war, für die anzugucken. Ich meine, in den nächsten Wochen am Montag werden wir die zusammen Gelegenheit kriegen, zu diskutieren. Auf jeden Fall kann ich sagen, für mich als die Überholung von der Défense eine ganz noble Aufgabe, weil ich habe das schon gesagt, bei der Passation des Pouvoirs am Ministère, ich überhole nicht das Kriegsministère, ich überhole das Verteidigungsministère. Und dafür ist das doch eine ganz noble Aufgabe. Wir sind in einer Gesellschaft, wo man eben Militär, Police an einer Verteidigungs- oder so eine Repressionsapparate an Korps brauchen. Weil wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo alles friedlich wäre, jeder frei, man besucht, da braucht man erstens keine Gesetze, und auch keiner, die Stammdienste dafür sorgt, dass sie so angehalten werden. Aber das ist leider nicht so. Wir brauchen dafür auch, wenn es zum Großverhandlungs geht, als Werte, als Demokratiewerte zu verteidigen, da brauchen wir echt ganz sicher, und dürfen wir gesagt, ohne gute Probleme, au contraire, ich sehe das als eine ganz noble Aufgabe, die das zu überholen. Ich will für dich profitieren, für direkt am Anfang ich alle natürlich schön Christfeier zu wünschen, für eine gute Rutsch an der Jahr zu wünschen, eine gute Gesundheit, wie gesagt, dass wir alle zusammen nächstes Jahr nämlich können eine gute Gesundheit weiterführen, also schön Christ eine gute Jahr. Und ich will das besonders merken natürlich für die aus der Armee, die heute nicht heim können sind, die nicht zu Lützburg sind, die am längsten vom Land auf anderen Plätzen sind, an der Welt, am Afghanistan, am Mali, die eine ganz wichtige Mission erfüllen, die natürlich nicht die Chance haben, bei ihrer Familie zu sein, mehr effektiv am Interessen und einer Mission für das Land auf den Plätzen sind. Ich meine, gerade Sie verdienen besondere Gedanken heute, wenn wir heute zu Lützburg sind, und heute können wir unsere Familien zu Lützburg feiern. Ich will, wie gesagt, die Damen und Herren, Herr General, seit dem 5. Dezember schon viele Gespräche gefordert, viel können kriegen, was der Bereich Défense durchstellt, was seine Enjeux sind. Und ich sollte doch während der Passation du Pouvoir und der Vereinigung am Ministère, das ist eine noble Tâche. Und auch die anderen Missionen, die der Armee vom Wohl vom Land als einer Bevölkerung oder andererseits für den Frieden an der Welt erfüllt, sind immens wichtig, wenn als Armee von der Regierung, wenn die an internationalen Einsatz geschickt wird, dann ist das für grundsätzlich Werte auf Prinzipien zu verteidigen, und dafür kann ich Ihnen immer merci sagen, dass Sie dann auch dafür da sind, wie das zu machen. Ich will für alle auch hier sagen, dass ich ganz froh bin, wie so der Minister sind, und ich sehe auch die Mission auch in dem Sinn mit dem wärmsten Engagement.
Die Damen und Herren, mit 2016 geht auch ein Jahr benennen, das für die Armee vor allem durch viel Aktivitäten im Ausland gekennzeichnet wären. Ich will sie noch nicht mehr alle gut abzählen, weil ich meine, sie sind das schon vom Rol für die gemerkt, wir kriegen ja nur auch nach, was ich gesagt habe, den kleinen Diaporama gewesen, mit einem guten Resümee. Ich will besonders auf E-Punkt zurückkommen, für Merci zu sagen, dass den immensen Ansatz, den durchgehen, dass am Juni das Jahr hier im Land bei den Überschwemmungen am Möller dann wo Armee ganz viel geholfen wurde, gut ohne sie, wahrscheinlich ganz sicher, können nicht so sehr für die Leute geholfen gehen, aber hätte doch können dramatisch ausgehen. Das ist leider ein Phänomen, den an unserer Gesellschaft zuhält. Ich will uns heute bemerken, dass es eine Armee gibt unter Trump der Welt, nämlich die an Neuseeland, die hat den Klimawandel zum Feind Nummer 1 an der Gesellschaft für die Menschheit dekretiert. Das klingt nur vielleicht ironisch, mit das aber gut nicht, wenn ihr wisst, was für ein Problem sich rundherum verstoppen beim Klimawandel, dann ist das ganz wichtig zu hören. Hier ist sicherlich auch in dieser Fundamentsmengen große Merci von meiner Seite aus für Ihren unermittellichen Ansatz, dass wir schon rot schon gesagt haben, als nicht auf Dauer geguckt, die für die Leute zu helfen, und das wird mich besonders erfreut. Die Damen und Herren, es gibt viel Abu Dhabi 2018 gelegt. Ich will dafür auch für dich profitieren, Vorgänger natürlich großen Merci zu suchen für seinen Ansatz, den er gewissen hat, für die Défense und auch für die Armee. Er hat viele Reformen am Weg gelegt, er hat nicht mehr fertig gemacht, das die Reform vom Armeegesetz effektiv, den General doch schon gesagt, wir sind beim guten Weg noch nicht einen Abblick verschärft. Er hatte gestern am Ministerium eine Sitzung darüber zu summen. Und ich sehe doch als realistisch an, dass wir gemeinsam zusammen gut schaffen, dass wir das Gesetz bis zur Summe können fertig kriegen. Ich will aber auch betonen, dass mir ganz wirklich ganz im Herzen liegt, wie dass wir die Reform machen, mit allen Leuten zusammen. Die kann man realisieren, wenn man wirklich von Ende bis oben alle Leute abwandern, reden, kann man diskutieren. Weil wir wollen ja nicht nur eine kleine Reform, wir wollen das Gesetz ganz neu schreiben. Und das geht nicht mehr, wenn ihr natürlich Akzeptanz hat, wenn man die Leute auch nur alle guten Anrufstunden haben. Und das darf ich mir wünschen, wenn wir es gut zusammen schaffen, sind wir das heißt, dass wir das bis nächsten Sommer hinkriegen. Im zweiten Projekt, den wir auch müssen umgehen, das ist der sogenannte Pôle Gouvernemental Aérien. Wir kriegen 2 Helikopter gleich geliefert. Es sind noch andere Elemente, die dazu gehören, die wichtig sind. Dafür brauchen wir das. Es wird natürlich nur eine Chance, dass nicht nur ein neuer Minister der Défense wird, wie du noch mit den Amtsterkarten Transportminister einstehen. Das erleichtert wahrscheinlich vieles, dass wir da besser und sehr weiterkommen, für zu gucken, wo wir das im Flughafen können installieren. Und auch da habe ich schon nächste Reunion geplant, für zu gucken, dass wir das sehr können machen. Überhaupt Infrastrukturen, viel von ihren wichtigen Infrastrukturen, die bestehen, da werde ich mal nächster Zeit angucken, weil ich da einen guten Bericht gemacht habe, aber auch eigentlich, dass da ganz schnell ein Handlungsbedarf ist, nachdem das natürlich in die Probenwald hat. Ich habe mich ein bisschen gewundert, wie das historisch bedingt, dass so ein Depot am größten Natura 2000 Gebiet am Land implantiert ist. Ich habe gesagt, der Minister kommt, wir fangen nicht nur einen neuen Platz sicher, weil ich hätte ganz davon mal käme, dafür da los, noch alle lieber da. Das war natürlich auch kein Problem. Ich meine, wir fanden doch die Lesung im Wahlfall, dass so die Depots in der Stadt beschrieben wird, muss relativ sehr etwas geschehen. Und auch da, wieso tut das Chance? Da denke ich, dass die Infrastruktur, also der Bauminister, auch an der nämlichen Hand tut, die kontrolliert durch alles. Das dürfen wir dann noch gucken, dass wir aber nicht auch diese gute Drohnen natürlich zu der Umweltminister, das ist auch wichtig in dem Dossier rein, dass das Dossier weiter, dass wir sehr eine Verbesserung kriegen. Dann der Scheinstand, der bläst, dass ich gesagt habe, der größte ist aus dem Ausland, weil der natürlich überhaupt nicht mehr modernen Normen entspricht, wie das gehört.
Auch das gucken ich mal sehr und ich meine auch da der Recht, da muss ganz sehr andere Lesungen fanden. Da könnte auch die ganz Kapazitätsprojekte, auf die ich nicht an Detail handeln drunter. Also wie gesagt, das genug Aufgaben zu dienen. Das sind auch eine Reihe Elemente, die mir persönlich ganz wichtig sind, bei denen das der ganze Bereich von dem Cyber natürlich auch Risiken noch die Luftstabilisierung, das ist so ganz viele Risiken, die da stehen an der Wunschmacht natürlich an dem Ministerium in guten Mann angeholt, den auch wert die ganze Defense koordinieren, das ist den Gilles Veit, den ich auch mache von Haut. Ich kannte vielleicht als den früheren Direktor von dem CTI. Aber du hast einen Bereich neben dem ganzen Govsatz, wo man gucken, was wir da machen, Menge, wo dem Gilles seine Experience ganz viel können helfen, wie das man da etwas Sinnvolles daraus in Zukunft werden machen. Dann natürlich der Rekrutment, ganz wichtiger Punkt. Die hat als Armee die nämlichste Problem, den Police hat, den man überhaupt zu Lützburg beim Staaten tun, das Leute zu fangen, die schaffen kommen. Wir sind ein Land, das sich extrem schnell entwickelt und auch weiter werden schnell entwickeln. Wir haben ganz viele Schwierigkeiten bei den staatlichen Verwaltungen, Betrieben, Administrationen für Leute zu fangen. Da muss man gucken, Kommunikation, den General gesperrt als wichtiger Punkt, zu beschreiben, was bedeutet, dass wir eine Perspektive haben, wenn ich bei der Armee gehe. Da gehören natürlich auch zu Sachen dabei, wie dass wir auch gucken, dass nur weil Leute die Armee verlassen, dass wir so irgendwo in eine Perspektive können widmen. Also ich denke, auch die Elemente müssen wir zusammen gucken. Also viel zu dienen, jedenfalls will ich helfen, so viel wie ich kann, wie dass man da mehr erfahren, wie das Rekrutament bei ihr auch klappt, dass man den an alle Karrieren von der Armee können zusammen hinkriegen. Die ganze Frage von der Öffentlichkeitsarbeit, wie wir damit durchstellen, ich meine, das ist wichtig. Da muss man uns wahrscheinlich auch ganz neue Reformen ausdenken. Du hast schon eine Idee, ich meine, die können wir zusammen diskutieren. Wie gesagt, die sind aber, das ist aber extrem wichtig. Und dann will ich auch die Message hören, natürlich, dass für das jetzt am Ausland etwas wird, viel Soldaten darauf werden, dass sie wirklich eine Chance kriegen, den Einsatz im Ausland zu machen, dass du nicht Engpass nennen, dass du nicht perspektivisch gesehen flott genug Sachen gibt, aber noch du werde ich helfen zu gucken, dass man die mangelnden UMP-Missionen zum Beispiel, die man im Moment tut, dass man die gefällt wird. Es gibt ganz viele Sachen, wo ich gesehen habe, dass gerade Lützburger Armee kann wirklich eine ganz wichtige und interessante Rolle spielen. An der Tour werden wir gesagt, zusammen noch Lesungen auch sicher, dass man so Verbesserungen kriegt. Dann ein Projekt, den will ich auch besonders herausstreichen, hat eine Idee, die ich noch schon mal mit Herrn Major undiskutiert gesprochen, das natürlich erstens im modernen BSI die Arbeitsstunden, die kennen ich von meiner früheren Funktion als Bauminister, die ganze Renovation zügig weiterzuführen, dass man die ganzen Herrenbierge auf einen modernen Stand kriegen, wo die Qualität gut ist. Und in dem Kontext will ich ein neues Projekt machen, zusammen mit dem neuen Energieminister, nämlich, dass wir in die Richtung gehen, dass wir die ganzen Herrenbierge, was die energetische Versorgung anbelangt, ich will nicht so einen Autark kriegen, also das kann bald ständig funktionieren, aber ganz vieles Märchen, die haben fantastisch Lärm, du hast riesige Gebäude, du hast so viel Solarkollektoren drauf. Also das ganze Projekt für Energieproduktion auch zu betreiben, den wir dann zusammen machen. Viele Aufgaben, die man zusammenwerken meistern müssen, stehen zur Verfügung, sind immer für Stoff, sind Ehrenminister, dafür scheint doch nicht, wenn da etwas auf der Lehrberhut, weiter mal zu suchen, wie man das zu suchen, sind noch immer bereit, auf den Terra zu gehen, die mich kennen, wissen, dass ich sind wenn sie ein Projekt ganz noch verfolgt. Ich setze nicht in einen Turm, gucke von Löwenhof, dass einen Dönner geschieht, wann muss ich in die Job Terra, das kann auch zu allen Stunden sein, denkt darunter, es ist für ich auch so wie ihr für mich da sitzt, aber in dem Sinn, alles Gute, für feierlich für ich, an der Familie, an der Freunde, merci, und eine kurze Summe habe ich nächstes Jahr.